herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Heute mit dem vorerst letzten Sous-Vide-Video. Es sind schon wieder so viele Rezepte durch und wir sind schon wieder am letzten Tag angelangt. Und heute machen wir etwas ganz Spezielles. Wir tun nämlich heute etwas Spezielles Sous-Vide. Tada! Katze! Nein, sehe ich natürlich nicht. Also, heute haben wir ein wunderbares Schwein. Jetzt habe ich natürlich Haar hier dran. Achtung. Heute tun wir ein Schweinsfilet sous-vide. Und dort habe ich schon eine Marinade gemacht. Die Marinade die wirkt jetzt eben schon seit dem Morgen ein. Einfach aus Zitronenöl, Zitronensaft, Zitronenzeste und Salz. Fertig. Wirklich einfach eine richtige Zitronenbombe. Ich finde, das passt zu Schweinsfilet wahnsinnig gut. Man könnte es auch noch mit Knoblauch spicken, das habe ich jetzt lassen, weil ich muss morgen wieder arbeiten und das sollte vielleicht nicht stinken. Ha! Gut. Wir haben hier das Schweinsfilet, das jetzt hier in das super Päckchen kommt. Das kennen wir jetzt anfangen. So, was soll ich? Und ich mache natürlich etwas verdammt Gemüse. Nein. Das so reinlegen. Jetzt geht es ans Vakuumieren. Meine Katze ist gerade reingekommen, darum bin ich gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Wonderful. So. Wunderbar versiegelt. Jetzt gehen wir ins Spa. Ah. Und tschüss. Voilà. Noch gesaut. Ich lasse jetzt etwa für eine Stunde bei 50 Grad drin und bin gespannt, wie es rauskommt. Keine Ahnung. Ich mache es wirklich so ein bisschen Handgelenk mal Pi. Bis später. Der Klang der Erlösung ist gekommen und wir können jetzt das Filet rausnehmen. Tropft. Achtung. Also. Da ist es, das gute Stückchen. Ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt auf die Marinade. Aufschneiden. So. Und jetzt probiere ich das so, weil ich brate es heute nicht an. Ich habe nämlich herausgefunden, dass Schweinefleisch, das wirklich einfach, also das Filet, das zum Beispiel auch im Backofen so gemacht wird, einfach mega fein ist, auch ohne Röstaromen. Und jetzt geht es bei mir direkt ans Probieren. Ja. Noch ein bisschen. Genau. Ja, vor allem die Marinade, die fett. Butterzart, einfach alles, was wir gemacht haben die Woche. Also mit diesem Gerät kannst du nichts falsch machen. So. Und dazu serviere ich den absolut weltberühmten Dönis Gnocchi-Salat. Wirklich, der ist der Burner. Macht den mal nachher. Und ihr werdet an jedem Grillfest einfach wirklich der König sein. Und jetzt geht es ab zum Fazit dieser Woche. Es hat mega Spass gemacht, diese Woche, die vielen verschiedenen Sachen auszuprobieren. Was mir sehr, sehr gut hat gefallen, oder für wer das Gerät wirklich top ist, ist für Leute, die eigentlich nicht so gut sind im Fleisch machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber aus diesem Gerät raus bringst du jedes Fleisch einfach fein und gut und vom Garpunkt her auch gut. Also es gibt ja viele, die sagen, nein, bei mir ist der Garpunkt stimmt nicht, das Fleisch ist nicht zart, es ist zäh und so weiter und so fort. Mit dem bringst du es jetzt also wirklich fast nicht her, wenn du jetzt ein Rezept raussuchst und nach dem gehst. Also für Leute, die eigentlich wirklich kochunfähig sind, ist es perfekt. Wie schon gesagt, eben, es kommen Fleischspeisen aus diesem Ding raus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Gemüse extrem gut ankommt und so weiter und so fort. Es ist ein super Gerät, wenn man Besuch hat.
ich jetzt persönlich, also ich habe es jetzt nicht nur gebraucht, während ich da Videos gemacht habe, sondern einfach auch sonst für Gäste. Und es war einfach gäbig, ich habe das Fleisch spätelt und so, noch ein bisschen Hingucker und für Gäste. Und habe währenddem alles so vorbereiten, das Fleisch nur noch rausnehmen und anbraten. Und dann war das schon gewesen. Also für Gäste ist es wirklich, also da kannst du einfach ein bisschen angeben. Wenn es ein bisschen schade ist, es braucht einfach mega viel Zeit. Es braucht einfach Zeit. Also du kannst nicht einfach irgendwie um 8 Uhr am Abend sagen so, komm, machen wir doch ein bisschen sous vide. Sondern du musst diese Sachen ein bisschen planen, es braucht ein bisschen Zeit. Und ich bin eben auch nicht so ein geduldiger Mensch. Aber man muss einfach das Resultat als Ziel fassen und dann überlebt man die Zeit, wo man da muss warten muss. Also ich finde das wirklich ganz eine coole Investition und nicht irgendwie etwas, was im Eck steht. Ich werde das wirklich regelmässig brauchen, weil so, 2 Daumen nach oben. Das zu meinem Fazit und ich würde jetzt sagen, merci vielmals fürs Zuschauen. Ich habe noch etwas versprochen anfangs dieser Woche. Ich habe eine Überraschung für euch. Und wer hat es gedacht? Wer will das gewinnen? Hey, merci vielmals Rotel für das coole Gewinnspiel machen. Ihr könnt hier das Pack gewinnen, inklusive Vakuumiergerät etc. dass ihr selber so mega feines Fleisch könnt zubereiten oder auch Fisch oder Meeresfrüchte oder Gemüse. Also es ist auch etwas für Vegetarier. Oder es ist zum Beispiel etwas für Vegetarier, die nicht gerne Fleisch annehmen. Da muss man nicht annehmen, man ist echt verpackt. Nein, sage ich. Also, ihr könnt das Pack gewinnen. Tut mir im Facebook unter dem Video in den Kommentaren mir doch sagen, was ihr gerne würdet für sous vide. Und unter allen Kommentaren tue ich jemanden aussuchen, der das gewinnen kann. Und das Gewinnspiel läuft bis nächsten Sonntag. Also ihr habt wirklich Zeit, euch zu überlegen, was ihr mit diesem Gerät möchtet anstellen und einfach kommentieren. Hätte ich mega Freude. Und ich möchte mich wirklich bedanken für euch, dass ihr mir jetzt mal eine Woche lang ausgehalten habt. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne Feedback geben. Gebt mir einen Daumen, gebt mir ein Like. Und wenn ihr mich followen würdet, oh mein Gott, ich würde durchdrehen für die, die es nicht mitmachen und die anderen. Also, viel Glück und bis gleich.